Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Festtagsgemeinde, cara comunità in festa, benvenuti. Cercare un bene comune che veramente incorpora tutti. Suchen kann man nur, wenn man auch weiß, wonach man sucht. Ich glaube, Peter hat etwas gefunden, die Liebe Gottes, die barmherzige Liebe Gottes, vor allem, wie sie hier in diesem Satz aus der Evangelii Gaudium, dem päpstlichen Schreiben, hervorgeht. Cercare l'amore misericordioso. Cercare l'amore misericordioso vuol dire incontrare la gente senza pregiudizi. Cercare di non creare ostacoli. Cercare di accettare gli uni e gli altri. E trovare il minimo denominatore comune, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Ist ganz klein, der gemeinsame Nenner, aber ganz groß. Und die Liebe Gottes, glaube ich, ist es. Oft vergessen wir, dass andere Menschen genauso nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, wie auch wir selbst. Ich möchte einen Dank aussprechen für alle, die heute mitwirken bei dieser Messe. Allen voran den Geistlichen. Ich möchte auch dem Dekan Hans Bahmer danken, dass er sich bei der Organisation immer wieder eingebracht hat, dass er die Kirche zur Verfügung stellt, dass er uns unterstützt und dass er Peter auch in den letzten Jahren unterstützt hat, wenn er hier seinen Dienst gemacht hat, während er noch im Priesterseminar war. Danken möchte ich dem Chor, allen Chören, den Abordnungen, den Ministranten, den Messnern, den Frauen, die mitgeholfen haben, die ganz fleißig heute den ganzen Tag schon gearbeitet haben, gestern schon, der katholischen Frauenbewegung, einfach allen. Ich habe sicher irgendjemand vergessen, es ist keine Bosheit. Ich möchte auch danken für das Gebet neulich Abend. Da waren ganz viele Menschen hier und haben gebetet. Und grazie per le preghiere in questi giorni, soprattutto anche per le preghiere, per le vocazioni. Ich möchte an dieser Stelle auch einladen, invito tutti dopo la celebrazione, lo faccio a questo punto se non mi tocca poi parlare una seconda volta, mi sto prolungando, dopo la celebrazione invito tutti, alle, in den Nikolaussaal beziehungsweise in den Pfarrsaal, auf dem Pfarrplatz zu einem Umtrunk. Peter hat es sich so gewünscht. Peter desidera che questa festa oggi sia una festa non sua, ma di tutta la città. Che sia una festa non solo della parrocchia, ma di tutta la Chiesa. E credo che sia un bel segno cercare il bene comune in tutti. E credo che questo sia proprio un bel segno. E alla fine adesso, prima di incominciare con l'atto penitenziale, vorrei invitarvi a una riflessione. Wann haben wir vergessen, dass auch unsere Nachbarn, unsere Nächsten nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden? Dass Gott sie liebt, so wie er uns liebt. Dass auch wir alle seine Lieblingsjünger sind. Wie oft zeigen wir auf den Finger auf andere? Wie oft kommt Zwischenmenschliches, Schlechtreden, nur weil wir von uns ausgehen, immer wieder zwischen uns Menschen. Es baut Mauern auf, statt dass wir sie abbauen. Ich möchte Sie mit diesen Gedanken einstimmen jetzt auf das Kyrie, dass Sie darüber vielleicht ein paar Gedanken machen, wann stand Ihr eigenes Ego Ihnen im Weg, wann war Gott zu klein und wir selber
Wann waren wir selber zu groß? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch noch eine ganz schöne Messe, dass das Motto von Peter wirklich uns allen, dass er uns einen Spiegel vorhält und dass das Motto von Peter uns allen wirklich heute berührt und uns eine Stärkung sein soll für unseren weiten Lebensweg, für uns alle. Danke. Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Ehre sei Gott in der Höhe. Herr unser Gott, am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus haben wir uns in Freude versammelt. Hilf deiner Kirche, in allem der Weisung deiner Boten zu folgen, durch sie, die den Glauben und das Leben in Christus empfangen hat, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Dal libro della Genesi. Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò.
Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio. Aus dem 1. Korintherbrief. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab,
war's Kind an mir war. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lieber Peter, liebe Brüder und Schwestern, Peter hat mich gebeten, bei seiner Messe hier das Wort Gottes über den Priester zu reden oder über das Priestertum. Ich hatte einen Monat unruhige Tage und unruhige Nächte, denn ich musste mir selber Gedanken machen, was bedeutet es, Priester zu sein. Ich musste über mich selber nachdenken. Und geblieben sind mir Bilder. Und nun, Peter, wenn du zu mir kommst, ein Bild möchte ich dir erzählen.
Als ich im Petrusdom die Messe feiern durfte, gab es einen Augenblick, wo die Mauern verschwunden sind. Die Kirche war verschwunden. Aber ich habe etwas Herrliches entdeckt, ich habe die Kirche entdeckt. Die lebende, Kirche, die unterwegs ist. Diese Mauern sind nicht die Kirche. Aber wir schauen eher da hinauf, aber schauen nicht hinunter. Probier einmal einfach, lass die Mauern verschwinden. Was bleibt, ist die Kirche, die lebendige. Jene, die die Welt gestaltet, zu der Jesus eigentlich gesagt hat, zu der Kirche halte ich bis zum Ende meine Treue. Und niemand wird sie eigentlich vernichten können. Sie dürfen uns eigentlich alle Museen, unsere Kirchen sind Museen, stehlen, alles. Alles können sie uns nehmen, aber die Kirche selber nicht, weil wir Kirche sind. Wir sind die lebendige Kirche in dieser Welt. Und zu der hält Christus. Und zu der hat Christus gebeten, sie zu leiten. Und wenn wir jetzt, diese Kirche lebt ja nicht hier in diesem Raum, sie lebt draußen. Und wo immer diese Kirche denkt, christlich spricht, christlich handelt, wird sie Sauerteig für diese Welt. Denn der Auftrag geht ja von uns, wir sollten die Botschaft in alle Welt hinaustragen. Und der Sauerteig hat diese Kraft, alles zu säuern, damit das ganze Brot irgendwie mit erfasst wird. Und da sind diese Kirche, die du zu leiten hast, diese lebendige Kirche, zu der bist du gerufen. C'è il primo immagine che mi è venuto per donare al mio Peter era un'esperienza che ho fatto nella chiesa di San Pietro. La chiesa era sparita, le mura sono sparite, quello che è rimasto mi sono meravigliato, ho visto la chiesa viva, quella che cammina, quella che pensa, quella che crea, quella che realizza. E a questa chiesa tu sei mandato. E questa è quella chiesa che vive nel mondo, vive fuori e lì comunica, lì interviene e così affinché il messaggio di Dio, il messaggio d'amore possa essere conosciuto. Un fermento siamo noi affinché il mondo possa conoscere questo. Una prima immagine. Ein zweites Bild habe ich im Kindergarten erlebt. Die Kinder sind schlau. Sie fragen nicht, betest du? Sie sagen, hat der liebe Gott eine Telefonnummer? Und selbstverständlich habe ich gesagt, er hat eine Telefonnummer. Ja, wie lautet diese Telefonnummer? Da hat mir der Heilige Geist geholfen, diese Nummer zu finden. Das bedeutet das Gebet. La seconda immagine sarebbe la preghiera che ho fatto a San Nicolò in un asilo, il bambino piccolo chiede, ma Dio ha un telefono? No? Certo, mi puoi dare il numero? E allora adesso vogliamo conoscere questo numero di Dio. Allora, jetzt wollen wir diese Nummer kennen, nicht? Alle müssen jetzt die Finger benutzen, tutti devono usare le dita. Alle 1, 1. Alle mittun. 1, 2, 2. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10.
e si unisce adesso i numeri, il telefono a Dio suona, no? Perciò Dio è sempre presente, no? Perciò è molto importante il collegamento con Dio, also diese Verbundenheit mit Gott zu pflegen. Und das Kind eigentlich hat, die Telefonnummer ist wichtig, il telefono è molto importante. E possiamo dire che Dio risponde subito, lui stesso sarà al telefono. Un terzo elemento, quello che mi è cresciuto o che ho cercato ho trovato, diciamo, la libertà. Perché Dio non vuole schiavitù, Dio vuole la libertà. Vuole anche che tu non sia mai schiavo di Lui. Lui vuole che tu possa dire in libertà sì, ma in quel momento sei libero, potresti anche dire di no, allora sei libero, no? Allora questa libertà e questa schiavitù, che camminando insieme al popolo conoscerai delle schiavitù che ci sono, e tu hai anche il potere di liberare da questa schiavitù, portarli alla libertà, perché la libertà è sacrosanta e imparare che tutti abbiano il virus della libertà, allora tutti la cercheranno. Also das zweite Bild wäre, die Freiheit ist den Menschen heilig. Das bedeutet, wir sind zur Heiligkeit berufen. Wir sollen freie Menschen sein. Und Gott will keine Sklaven haben. Er sagt, frag mich in Freiheit, willst du mich lieben, willst du mit mir gehen? Und ich darf Ja und Nein sagen. Aber er will, dass ich in Freiheit entscheide. Die Liebe zur Freiheit. Die Liebe, die Freiheit zu erleben, zu genießen. Und wie viel Sklaverei erleben wir in eigenen Leben, im Leben anderer Menschen. Und wie wohltuend ist es, wenn du sie von dieser Sklaverei, viele nennen Sünde, von dieser Sklaverei befreien kannst, damit sie in Freiheit wiederum zu Gott finden und in Freiheit dann wiederum zu Gott zurückfinden, aber in Freiheit, indem sie immer wiederum Ja und Nein sagen. Deine Hände sind jetzt geweiht. Sie dürfen jetzt alles Leid, alle Freude dieser Welt hier auf den Altar legen. Da hat die ganze Welt Platz, denn Jesus ist für alle Menschen gestorben, hat alle Menschen befreit durch dieses Opfer. Und so denk bisher an Moses, der um die Freiheit kämpft, und sagt, Gott, erinnere dich, dass dein Sohn für uns gestorben ist. Und immer wiederum werde ich dir diese Erinnerung lebendig machen. Jedes Mal, wo ich die Messe feiere, wird eigentlich dieses Geschenk der Freiheit immer wiederum Gott dargebracht, damit Gott uns weiterhin liebt und Gott weiterhin uns segnet. Aber hier sind wir nicht die Einzigen, sondern die ganze Welt ist uns anvertraut. Nicht wir allein. Die ganze Welt hat hier Platz. Alle Menschen. Und etwas Herrliches ist, wenn wir hier zusammenkommen, erleben wir im Grunde genommen den Himmel. Denn hier sind wir, die noch unterwegs sind, beisammen
All jene, die den Weg schon abgeschlossen haben, sind hier versammelt. Und so erleben wir symbolhaft jeden Sonntag den Himmel, das, was uns wartet. Einmal werden wir beisammen sein. Und dieses Geschenk, immer wieder um den Menschen darzubringen, begreifbar, sichtbar zu machen, damit sie Freude haben am Leben eines Christen, sodass langsam alles ihr Leben langsam auch durch das Opfer, durch Brot und Wein, das du verwandeln hast zum Leib und Blut Jesu Christi, das zur Speise für den ganzen Menschen dann da ist, für Leib und Seele. Und so kann der Mensch langsam wachsen und reifen als Christ, sodass sein Denken immer mehr von Christus erfasst wird, seine Worte ebenso und auch sein Handeln. Und so sind wir irgendwo ein Geschenk für diese Welt. Etwas Gewaltiges, Herrliches. Mein Vater hat gesagt, wo immer du vergiss mich nie, wenn du auf dem Altar stehst. Also vergiss nie die Welt, die Menschen, zu denen du gesandt worden bist, sie hierher zu holen, um für sie da zu sein, im Gebet und im Opfer. Ein anderes Bild möchte dir, cioè forse ho dimenticato di dirlo, quando Pietro è sull'altare è il momento principale, centrale, dove l'offerta viene presentata a Dio, dove tutto il mondo è presente. E in questo momento si prega per tutta la gente, per tutto il mondo, nessuno escluso. E allora affinché possiamo dire a Dio, tu non puoi non amarci, perché vedi tuo figlio si è offerto per liberarci, perciò donaci questa libertà. È un momento importante e grandioso. E mai, quando ho detto a Pietro, quando sei lì, non dimenticare il mondo, non dimenticare le gioie, le pene, le cose alte, le basse, tutto deve essere portato qui affinché Dio lo trasformi e lo benedica. San Francesco ha detto alla fine della sua vita, ha detto al suo corpo, lo chiamava fratello asino, ha detto, caro mio, ti ho maltrattato molto nella vita. Perciò ha detto, una cosa vorrei dirti, a questi fratelli asini, no? A nostro fratello asino, devi imparare alla gente di amarlo. Noi dobbiamo imparare ad amare il fratello asino e il nostro corpo perché ci aiuta a camminare, ci aiuta a vedere, a parlare, a sentire, a toccare, a abbracciare, ballare, saltare, tutto quanto, no? Ma è peccato che alla fine gente c'è che non ama più il fratello asino perché non rispetta più i suoi sogni e lo vogliono buttare via. Un fratello asino che per tutta la vita ha passato momento per momento con i tuoi pensieri, con le tue gioie, conosce tutto il tuo intimo, lo butti via. Mi dispiace tanto. Una cosa che ti ha sempre aiutato a buttarla via. E allora far amare il fratello asino, perché significa anche amare il creato, perché è una creatura di questa terra, questo fratello, che mi aiuta a conoscere il creato per toccarlo, per goderlo, per gustarlo, no? E alla fine, così che quando è come un'abitazione il fratello asino, no? Prima o dopo dobbiamo lasciarlo, no? E poterlo accompagnare finché uno esce da questa casa terrena, aiutalo ad arrivare a quella casa celeste che Dio ha detto io vado a prepararti un posto, no?
perciò li aiuti, li accompagni finché lui esce da questo fratello asino per entrare un fratello asino glorioso, no? Senza colpa, senza niente. Perciò anche questo mi è venuto. Also der Bruder Esel wäre folgendes, unser Körper ist der Bruder Esel, nicht? Und Franziskus hat sich entschuldigt, dass er manchmal vielfach maltraktiert hat. Und wir müssen lernen, diesen Bruder Esel zu lieben, ihn zu behandeln, denn er ist eine Kreatur. Und wenn wir unseren Körper lieben und gut pflegen, pflegen wir auch die Natur, dann ist er ein Teil dieser Natur. Und dann freuen wir uns, denn er hilft uns zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu tanzen, zu laufen und alles. Was mich traurig macht, ist, dass dann manchmal Menschen dann mit der Zeit sagen, weil er nicht mehr meinen Vorstellungen entspricht, dann will ich ihn wegwerfen. Dann will ich ihn nicht mehr haben. Das macht mich traurig. Denn es ist ja, er hat ein Leben lang Tag und Nacht mit dir dieses Leben genossen, durchwandert und alles, und du willst ihn auf einmal nicht mehr haben. Aber ich habe jetzt dem Peter gesagt, er soll helfen, dass ihr den Bruder Esel liebt, bis ihr sagt, aus diesem Bruder Esel, aus dieser Wohnung, irdischen Wohnung herausgeht, der wird euch begleiten zu der himmlischen Wohnung, die Gott uns bereitet hat. Also erinnere dich an den Bruder Esel. Ein anderes ist, dass die Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zu lernen, sich selber zu lieben, ist wichtig. Denn wenn du dich nicht liebst, kann Gott dich nicht lieben. Und auch die anderen Menschen können dich nicht lieben, weil du die Liebe nicht annehmen kannst. Also lernen wir uns zu lieben, damit die Menschen uns lieben lernen. Ohne Liebe, wie wir gehört haben, ist die Welt tot. Liebe ist wichtig. Aber wenn ich mich selber nicht liebe, wie kann ich Liebe empfangen und Liebe weiterschenken? Und hier ist die Quelle der Liebe. Und so am Ende meiner Gedanken möchte ich dir sagen, Gott ist verliebt in dich. Und wenn man verliebt ist, möchte man immer wieder hören, dass man geliebt wird. Das wird er immer wieder die Fragen stellen, liebst du mich? Dann weide meine Lämmer. Liebst du mich? Dann weide meine Lämmer, meine Schafe. Du wirst sagen, du weißt es ja, dass ich liebe, aber ich möchte einfach hören, sagt der liebe Gott, ich möchte einfach hören, dass du mich liebst. Er wird dich immer wiederum fragen, weil er in dich verliebt ist. Bekennen wir uns nun zu diesem Gott der Liebe im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn unseres Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft
Schwestern und Brüder, lasst uns beten zu Gott, unserem Vater. Er will das Leben der Menschen. Er ruft uns, ihm zu folgen. Wir beten für unseren Papst Franziskus und alle Männer und Frauen, die in der Kirche Verantwortung tragen. Führe sie durch deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unseren Primizianten Peter und Michael, die im Dienst deiner Nachfolge stehen und ihre Freude an der Begegnung mit dir weitergeben wollten. Dass es ihnen gelinge, ein wahrhaftes Glaubenszeugnis zu leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für uns deine Kirche. Lass in ihr, wie damals zwischen Petrus und Paulus, den Dialog lebendig bleiben und mache die Einheit in der Vielfalt zu ihrem Markenzeichen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die jungen Menschen in unseren Gemeinden, die ihren Lebensweg suchen, dass sie immer wieder die Begegnung mit dir erfahren dürfen und ihren Weg mit dir gehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Preghiamo per le persone anziane, per gli ammalati e per tutti coloro che soffrono di solitudine. Nei momenti in cui il buio sembra sopraffarli, dona loro la luce della tua presenza consolatrice. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri cari defunti, oggi in particolare ti preghiamo per la mamma del novello sacerdote Peter, che interceda amorevolmente dal cielo. Ascoltaci, o Signore. Signore misericordioso, apri i nostri cuori alla tua chiamata e rendici testimoni credibili del tuo amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Zeichen sein.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr und Gott, in Gemeinschaft mit den Aposteln Petrus und Paulus bitten wir dich, heilige unsere Gaben und lass uns mit Bereitschaft und Hingabe das Opfer deines Sohnes feiern, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dich, allmächtiger Vater, in deinen Heiligen zu preisen und am Fest der Apostel Petrus und Paulus das Werk deiner Gnade zu rühmen. Petrus hat als erster den Glauben an Christus bekannt und aus Israels heiligem Rest die erste Kirche gesammelt. Paulus empfing die Gnade tiefer Einsicht und die Berufung zum Lehrer der Heiden. Auf verschiedene Weise dienten beide Apostel der einen Kirche. Gemeinsam empfingen sie die Krone des Lebens. Darum ehren wir beide in gemeinsamer Feier und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde, erfüllt von deiner Herrlichkeit. Erfüllt sind Himmel und Erde, erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, Hosanna. 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 Hochgelobt sei der kommt im Namen des Herrn. Hochgelobt sei der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe, Hosanna. Hosanna in der Höhe, Hosanna. Hosanna in der Höhe, Hosanna. Hosanna in der Höhe, Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein, er heilige sie,
damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leid und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes, stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Ivo, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit den Aposteln Petrus und Paulus und den Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns singend beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat.
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Datevi un segno di pace. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, du weißt es, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe.
preghiamo. Concedi, Signore, alla tua Chiesa, che hai nutrito alla mensa eucaristica, di perseverare nella frazione del pane e nella dottrina degli Apostoli, per formare nel vincolo della tua carità un cuor solo e un'anima sola. Per Cristo nostro Signore. Dober večer, Peter. Trovo Dosli sollte willkommen heißen. Sehr geehrte Damen und Herren, gentili signori e signori, per me stasera è un grande onore dare il benvenuto al nostro Peter. Ein herzliches Grüß Gott und ich darf Ihnen die Grüße der Gemeindeverwaltung überbringen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, dass sich Menschen für andere und für die Gesellschaft einsetzen. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit, in der viele auf ihren eigenen Vorteil pochen, und ich könnte Ihnen da allerhand Geschichten erzählen, aber wahrscheinlich nicht nur ich, ist es keine Selbstverständlichkeit, Menschen wie den Peter zu treffen. Dabei glaube ich, dass es gerade eben die zwischenmenschliche Solidarität ist, das Füreinander-Dasein, dass das zu den wichtigsten menschlichen Eigenschaften gehört. Io adesso vorrei dare un libro che parla di Merano, è un bellissimo libro, darlo a Peter per un segno, perché per lui Merano è un po' una zweite Heimat. Lieber Peter, ich darf dir dieses Buch überreichen, als Bürgermeister, aber als jemand, der dich sehr verehrt und der dir ganz, ganz viel Kraft wünscht. Auch ich darf mich bedanken für die herzliche Einladung zu diesem besonderen Anlass. Und auch dem Pater Peter, dir möchte ich danken für deine ergreifenden, tiefen Worte. Ich werde die alle mitnehmen. Eigentlich sollte hier jetzt Martin stehen, Martin, der Pfarrer der evangelischen Gemeinde Meran. Er ist nicht da und deshalb darf ich in seinem Namen herzliche Grüße, Glück und Segenswünsche überbringen. Wir wünschen Ihnen, Peter, Gottes reichen Segen für den Beruf und Berufung, für die Verkündigung und die Seelsorge im Dienst an den Menschen, die Ihnen anvertraut sind. Wir wünschen Freude und Mut an der Arbeit, die Ihnen aufgetragen ist, und wünschen vor allem, dass Sie die Gewissheit haben, dass Sie bei allen Ihrem Tun und Lassen von der Liebe Gottes getragen werden. Soweit es in unserer Kraft und Macht steht, werden wir für ein gutes, segensreiches, ökumenisches Miteinander alles tun. Meine lieben Freunde und alle, die ihr heute bei mir seid, cari miei amici, è bello vedervi qui con me, vogliamo festeggiare e rendere grazie al nostro Signor, ein Grund für die Freude, wenn Gott in der Liebe uns vereint, deswegen möchte ich euch allen danken, die ihr bei mir seid, im Glauben, in der Freude, Schmerz und Schwierigkeit. Alle hier, die die Kirche vorbereitet haben, Messner, mit Hilfe von genauen Frauen, Lektor hier, Minis hier,
Geistlichkeit und Stadtmusik, Kapelle, Stadtchor, Prismachor, Meister Josef eure Stimmen hat bereit im Supersound. Ihr habt mich in diesem Land begrüßt. Eure Liebe, eure Güte gab mir festen Stand. Stadt Meran, deine Wärme gab mir ein Zuhause. Nikolaus, diese Pfarre mit dem Hans als Pfarrer. Frauen ihr, Männer ihr, die in Gruppenpfarre ihr gestaltet mit dem Tun. Im Gebet wächst Gemeinschaft, die verschieden uns vereint. Liebe zeigt, uns vereint. Liebe zeigt für die Welt. Danke euch allen hier für eure Worte, Wünsche und die Predigt. Winkler Luis erwartet uns beim Buffet nach seiner Art und Vollgeschmack. Dankeschön. O fiducia che l'amore tra noi resterà. Er schenke euch die Gnade, ihn zu erkennen und zu lieben. Er heilige euch durch die Wahrheit und lasse euch eins sein in der Liebe.
damit ihr seine Herrlichkeit schauen dürft. Vi liberi dal male, vi conservi nella pace, e vi doni la salvezza eterna. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.
die für dich auch Wünsche sind. Ein jeder ist dafür gemacht, im Leben etwas zu vollziehen. Abenteuer warten auf dem Weg. Du siehst schon, was du brauchst. Fleißige Hände, ein großes Herz und ein fröhliches Gesicht. Hey! Jetzt wird es ernst, lass ihn heraus in die Welt. Die Wahrheit wird den Leuchten in der Dunkelheit. Das Gute tun kann verzaubern die Welt, wenn wir gemeinsam träumen, alles möglich ist. Jetzt wird es ernst, lass ihn heraus in die Welt. Die Wahrheit wird den Leuchten in der Dunkelheit. Das Gute tun kann verzaubern die Welt, wenn wir gemeinsam träumen, alles möglich ist. Jetzt wird es ernst. Denn auf dem Weg begegnen wir die Wolken schwarzer, dunkler Tage. Hab keine Angst, du schaffst das schon, die Gottes Hand begleitet dich.